Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video in der Video Week. Und zwar heute beantworte ich ein paar kleine Fragen von euch, weil ich gefragt habe, ob ihr mir ein paar Fragen stellen könnt. Ihr habt ein paar Fragen gestellt, ich habe ein paar Fragen rausgesucht. Ich bin heute einfach irgendwie jetzt dumm gewesen, um ein Video aufzunehmen. Ich habe irgendwie noch gemeint, ich hätte heute für heute schon eins, habe ich aber nicht gehabt. Eigentlich wollte ich erst das Q&A von morgen machen. Jetzt muss ich halt so ein bisschen schnell ihr versteht schon, damit heute ein Video kommt, weil ich will ja nicht ein Video auslassen, weil wenn ich ein Video auslasse, dann mache ich eine fette Bestrafung. Und das will ich ja nicht, also lassen wir kein Video aus. Darum mache ich jetzt das kleine Video schnell, vielleicht wird es auch ein One-Taker. Aber vielleicht auch nicht viel verschneide ich noch. Erste Frage. Ja. Jetzt muss ich meinen Laptop holen und die Fragen lesen. Gut. Laptop. Da. Okay. Die erste Frage kommt vom Schmarz. Und er fragt, Frage fürs nächste Q&A. Kann man dich mal treffen? Ich glaube, mich kann man auf jeden Fall mal treffen. Ich glaube, 2017 wird geil, vielleicht gibt es mal ein Fan-Treffen oder ein Swiss-Tuber Meet and Greet. Ich weiß gar nicht. Swiss-Tubers. Muss man dort eine offizielle Einladung bekommen? Aber sonst treffen wir uns vielleicht irgendwo, vielleicht manchmal. Allein machen wir wahrscheinlich kein Fan-Treffen, aber mit irgendwelchen YouTube-Kollegen oder so. Wer weiß? Nächste Frage. Lass such mir nächste Frage raus. Stopp. Mein Kopf sieht mir auch nicht aus. So. Nächste Frage kommt vom Loan DX. Was würdest du machen, wenn du 1 Million Abonnenten hättest? Ja, wahrscheinlich nicht viel mehr anders als jetzt. Mal, ich glaube schon. Ich glaube, ich hätte ein kleines Team von 1 bis 2 Leuten, also mit mir dann 2 bis 3, wo einfach geile Projekte umsetzen und alles halt ein bisschen professioneller und ein bisschen besser und ja. Aber mir kommt es nicht auf die Abozahl an, ich gebe auch schon jetzt mein Testen. Jetzt bin ich einfach allein und teilweise fehlt mir ein bisschen Zeit. Aber mir ist es egal, ich mache es gerne. Also, ich würde es auch mit 1 Million Abonnenten auch gerne machen, aber ich mache es auch schon jetzt gerne. Also macht nicht einen grossen Unterschied, nur vielleicht wäre die Videoqualität ein bisschen besser, wenn man zu mehr ist, weil man andere Leute können so stellen und so. Weil ich glaube, als Millionen YouTuber verdient man noch viel. Egal, nächste Question kommt vom Lukas Schneider. Er fragt, darf man mit dir Fotos machen auf der Straße? Und dazu muss ich einfach mal sagen, nein. Spaß. Klar, wenn ihr mich seht, was niemand tut, weil mich niemand kennt, könnt ihr gerne zu mir auf die Straße kommen. Ich kann auch gerne mit euch ein Foto machen, aber wir können easy gerne auch einfach ein bisschen quatschen miteinander, ein bisschen huhu und haha und ein bisschen miteinander Genau. Sprecht mich an, wenn ihr mich seht, aber mich erkennt sowieso niemand. Nächste Frage. Nächste Frage vom Januf. Hi Can, machst du irgendwie eine Sportart, zum Beispiel Fußball? Ich weiß nicht, ob ich das schon beantwortet habe, aber im Moment gerade betreibe ich den Sport. Genau diesen Sport, nämlich gar keinen. Aber ich habe lange nicht, ich habe bis vor einem halben Jahr etwa habe ich Fußball gespielt in einem Fußballclub. Und nachher hat es einen Trainerwechsel dort gegeben und irgendwie der alte Trainer, also das war ein Trainer, den ich schon kennt habe, und der Trainer hat nicht so auf mich gesetzt in der vorherigen Mannschaft, wo ich war. Und darum habe ich gefunden, nein, mit dem mag ich jetzt nicht mehr und habe aufgehört. Eigentlich will ich jetzt wieder anfangen, weil ich finde, Fußball ist irgendwie cool. Mal schauen. Ich habe mal Handball gespielt, etwa 1-2 Jahre lang. Ich habe auch mal Tennis gespielt und ich tanze. Und genau, da auch noch. Super, nächste Frage kommt von der Jessie und die fragt, wie alt ich bin. Und ich werde von mega vielen gefragt, wie alt ich bin.
Wie alt schätzt ihr mich? Schreibt es jetzt in die Kommentare, wie alt ihr mich schätzt, weil ich verrate es euch nicht. Wenn es jemand weiss, kann er es gerne schreiben, aber ich sage es jetzt einfach mal nicht, weil ich so ein schlauer Fuchs bin. Falls ihr wisst, wenn ich Geburtstag habe, schreibt das auch mal in die Kommentare. Dann kann ich bei jedem, der es richtig hat, schreibe ich etwas drunter. Bei denen, die nicht richtig sind. Halt nicht. Ja! Nächste Frage kommt vom Greenie. Er fragt, wie kommst du zu deinem Namen? Also wenn ich zu meinem Namen komme, ich habe gerade ein richtig hässliches Kopfkino. Greenie, wenn du das schaust, du nächstes Mal bitte die Frage anders ausdrücken. Wie ich zu meinem Namen gekommen bin, ich glaube, ich war im Bauch von meiner Mami. Dann hat sie richtig hart drücken und mich gebären. Dann hat sie gesagt, Charmander! Wahrscheinlich etwa so, gell? Richtiger Inscope. Ich bin gerade, weißt du, wie ein Flieg. Mein Arm steht da. Ja, ich glaube, sie hat mir schon mal eine Frage gestellt. Ich habe keine Ahnung, wie man deinen Namen ausspricht. Aber keine Ahnung, da steht L-O mit so einem Strichli U, Blättli, @, LX, SH, Bodenstrich. Komplett behindert, Alter, fragt, warum bin ich denn umgezogen? Und die Frage hat eigentlich niemand gestellt, außer du. Und ich würde sagen, auf die gehe ich jetzt ein. Und zwar bin ich bei meiner Mutter gewesen. Ja, gut, lassen wir so. Nein, Spaß. Bin ich bei meiner Mutter gewesen und ich mache im Moment ja das Jahr mache ich nichts. Und solange ich nichts mache, nichts ist im Fall eine super Beschäftigung. Also falls ihr auch mal nicht wisst, was machen, macht einfach nichts. Weil nichts ist nichts. Nein, dann bin ich bei meiner Mutter. bin ich bei meiner Mutter gewesen. Und sie hat es nicht so gerne, wenn ich einfach nur am Videos machen bin und am zocken und Liegestütze auf dem Boden und kochen und Zeug und Sachen, einfach die chillen, hat sie nicht so gern. Mein Vater findet, lieber Sohn, komm zu mir. Also verstehen Sie nicht falsch, meine Mutter ist super korrekt und mega lieb. Und mein Dad ist auch super korrekt und mega lieb, sind beide super Eltern. Einfach, meine Mami findet so, ja, wenn du willst chillen, geh zu deinem Dad, weil dort kannst du chillen. Und bei mir musst du halt etwas machen, also musst halt irgendwie arbeiten, irgendwo Lehre und Schule und ihr wisst, was ich meine. Genau, nächste Frage kommt von Verpisset euch! Hallo zusammen, willkommen da zu NKM, da bekommen wir zu meinem Gaming-Kanal, da zum Let's Play, da kommt heute leider kein Feli, schon dreimal aufgenommen und jetzt nicht mehr da. Da kommen wir zu meinem letzten Video von der Videoweek und jetzt habe ich noch 10 Sekunden zum Schnarren, bla 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 bla, klickt auf alle Links, lasst ein Like da, hahaha, dann hoffe ich euch jetzt gefallen und tschüss!